Wie hole ich nur den Geschwind raus? Soll ich es wirklich wagen? Ich kann ihn noch gar nicht testen. So kann ich doch nicht rumlaufen. Hey Nathalie, hast du gesehen, die Bilder vom Knüsli? Ich bin so gespannt, was passiert, wenn wir nachher werden sehen, wie es dort weitergeht. Ja, sehr. Hast du eigentlich mal geschaut, wie schön unser neues Studio ist? Es sieht echt cool aus. Es ist noch nicht ganz fertig, es hat immer noch ein paar leere Bilder, dort müssen wir noch Bilder reintun, aber es kommt langsam gut. Hey Kinder, wie gefällt euch unser neues Studio? Unten habt ihr immer so eine E-Mail-Adresse. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal dort schreiben, wie es euch gefällt. Ob ihr etwas vermisst, ob ihr etwas fehlt, ob ihr noch coole Ideen habt. Wir würden uns mega freuen, von euch zu hören, wie uns unser Studio gefällt. Ja, und ich meine, wir sind jetzt mit in der Geschichte von Paulus. Wo ist er eigentlich gerade im Moment? Hey, soweit ich mich erinnere, war er letztes Mal in der Türkei. Ist aber am Schluss, ich kann jetzt mit ihm helfen, erinnert ihr euch, er war in der Türkei, aber am Schluss der Geschichte zurückgereist nach... Wisst ihr das noch? Nach Syrien. Genau, nach Syrien. Für euch, die einen Globe oder so eine Karte haben, schaut doch mal, ob ihr das findet auf der Karte. Es ist da. Genau, letztes Mal war er in Syrien am Schluss. Und ich bin schon gespannt, wo er echt heute hingeht. Ich meine, er reist ja um und erzählt das Evangelium, aber wer macht das heute? Hey, und vor allem, wie reagieren die Leute darauf, wenn sie das hören? Ja. Wir auf jeden Fall sind schon gespannt, um zu schauen, wie es dort weitergeht. Und bevor wir zu der Geschichte kommen, wollen wir noch miteinander das Lied singen. Und zwar geht das Lied um etwas, was der Paulus auch immer wieder erleben darf, nämlich, dass er nie allein ist. Und das darfst auch du wissen, das dürfen wir wissen. Wir sind nie allein. Und darum wollen wir jetzt miteinander das Lied singen. Thank you.
wunderbar, dass du wieder da bist. Wir würden weiterfahren mit dem Paulus. Doch jetzt sehe ich da gerade, da kommt ja noch jemand. Eine Großmutter. Ja, die hat ein bisschen Rückenschmerzen, aber sie kann gleich noch laufen. Wunderbar, wie er das macht. Großmutter, okay. Oh, da haben wir einen Brander. Schau mal, was ist denn das? Das müsste ein Cowboy sein. Der hat jetzt aber auch eine weite Reise gehabt. Bis daher mit dem Gewehr, ein bisschen vorsichtig da. Das scheint ein Fröhlicher zu sein. Der ist, so wie es aussieht, noch ein bisschen in Ferienstimmung da von Hawaii. Muss das sein? Ja, wunderbar. Ja, grüezi. Genau. Was haben wir denn da noch für jemanden? Das ist wieder jemand ganz anderes. Sogar noch mit Musik, so wie es tönt, von Mexiko vermutlich, mit dem Hut und der Gitarre und dem Kleid. Ist ja, also die verschiedensten Menschen haben wir jetzt da gehabt, die verschiedensten Besuche haben wir jetzt gehabt. Und weißt du, was mir jetzt da dabei gerade in den Sinn kommt? Wenn ich so die verschiedenen Leute von den verschiedensten Ländern sehe und gerade dabei denke, was wir auch die letzten 2 Mal schon gehört haben, dann können wir nur wieder in die Bibel schauen und mir kommt dort in den Sinn, Jesus, der für alle Menschen gekommen ist. Für die verschiedensten Menschen, die Älteren, die Jüngeren, die von eben Mexiko, von sonst überall, von der ganzen Welt. Jesus ist für alle gekommen. Jesus liebt alle Menschen und das ist wirklich so. Und wenn wir zurück zum Paulus kommen, dann geht es genau um das. Der Paulus ist gegangen an alle möglichen Orte, um den Menschen von Jesus zu erzählen. Und das war übrigens nicht seine Idee, sondern Gott selber, der Höchste, hat ihm den Auftrag gegeben. Darum auch der Titel am Anfang im Trailer. Im Auftrag vom Höchsten. Er war es, Gott selber war es, der Paulus den Auftrag gegeben hat, überall herzugehen und den Menschen von Jesus zu erzählen. Einmal, ein bisschen später, in einer Nacht, hat der Paulus plötzlich einen Traum gehabt. Und in diesem Traum ist vorgekommen ein anderer Mann, der gesagt hat zu ihm, Paulus, bitte, komm sofort zu uns über auf Mazedonien und hilf uns. Der Paulus hat das so geträumt und er hat gerade gewusst, das war nicht nur irgendein Traum, sondern der Traum ist wahrscheinlich auch von Gott gekommen. Und sofort hat er sich aufgemacht, mit seinen Helfern ist er losgegangen, mit dem Segelschiff Richtung Griechenland. Das Gebiet Mazedonien, wo der Mann gemeint hat, das ist heute Griechenland in Europa und dort ist er also hergereist. Der Paulus mit seinen Helfern. Und so ist er in eine Stadt gekommen, die heisst Philippi. Ja, und wo sie dort angekommen sind, in Philippi, da haben sie an einem Fluss unten eine Gruppe von Frauen entdeckt gehabt. Und der Paulus, Silas und seine Leute sind dann dort hergegangen zu diesen Frauen und haben gerade ein kleines Gespräch gesucht mit ihnen, haben mit ihnen angefangen zu reden. Und eben, wie der Paulus so ist, er hat einen Auftrag gehabt, ist nicht einfach so zum Ferienmachen dort hergegangen, sondern er hat den Leuten von Jesus erzählen. Und so hat er auch mit diesen Frauen dort sofort angefangen, über Jesus Christus zu reden. Und die Leute, die Gruppe Frauen, die haben ganz aufmerksam zugelassen. Besonders eine Frau. Der Name von ihr war Lydia. Besonders sie hat ganz gut zugelassen, was der Paulus da erzählt. Und es ist nachher sehr schön, wenn wir in der Bibel lesen, was steht. Was Gott mit dieser Frau gemacht hat. Ich muss dir das gerade vorlesen. Die Lydia, da steht da, die hörte zu und der Herr tat ihr das Herz auf. Der Herr tat ihr das Herz auf. Also das bedeutet, Gott hat gemacht, dass sie im Herz wie verstanden hat, wer Gott ist, was der Paulus redet. Und die Frau, die hat so gut gelesen, dass sie selber auch gerade angefangen hat, an den Jesus zu glauben, an das, was sie von Paulus gehört hat. Sie hat das Evangelium, die gute Botschaft von Paulus verstanden und sich auch dem Gott hergegeben. Das Evangelium, das weißt du, das haben wir das letzte Mal schon gehabt, was es bedeutet, eben die gute Botschaft oder auch die Siegesbotschaft, dass der Herr Menschen retten will. Ja, und das möchte er wirklich. Er möchte alle Menschen retten. Auch dich, auch mich, die der Paulus dort war. Alle Menschen auf der ganzen Welt, weil er eben alle Menschen liebt. Die in Damaskus auch, wo er schon war, in Jerusalem, einfach überall. Und an dieser Stelle können wir jetzt gerade ein kleines Spiel machen. Vielleicht bist du das zweite, das dritte daheim, vielleicht allein, dann kannst du es auch ausprobieren. Und zwar machen wir es so, ich sage einen Buchstaben
vom Alphabet und dann musst du versuchen, zu diesem Buchstaben möglichst schnell ein Land herauszufinden. Wir machen jetzt das da bei uns auch. Ich habe da ein paar Helfer, die kommen können und dann mache ich es mit denen. Gut, ich habe jetzt da meine Helfer, die kommen jetzt da gerade rein und dann mache ich mit ihnen das Spiel und du darfst daheim auch mitmachen. Du kannst vielleicht auch schauen, ob du, noch ein bisschen nachher zu mir, genau, ob du schneller bist als sie, das wäre auch eine Idee. Gut, also, wir starten jetzt mal, wie gesagt, ihr kennt es, ich sage einen Buchstaben und eure Aufgabe, möglichst schnell ein Land zu diesem Buchstaben sagen. Wir probieren es. Also, ich finde jetzt mal einen raus. Ich sage Buchstaben F. Finnland. Fast alle miteinander. Sehr schön. Hast du das auch gewusst, daheim? Ich weiss es nicht, wir hören es nicht, aber die hier hören wir. Gut, das sind praktisch alle gleich schnell gewesen. Ich muss einen bisschen schwierigeren Buchstaben nehmen. Ich nehme Buchstaben R. Russland. Sensationell. Also, wir machen weiter mit dem nächsten Buchstaben und wir machen den Buchstaben M. Mongolei. Mongolei. Mongolei ist sehr schnell gegangen. Das ist wirklich, das sind natürlich die, ihr kennt es vielleicht, Moderatorinnen, die sind natürlich sehr schnell im Reden. Gut. Und dann machen wir noch einen Buchstaben zum Schluss. Und da sagen wir Buchstaben A. Argentinien, sehr gut. Wunderbar. Also, ich hoffe, du hast den auch gewusst. Ich darf wieder gehen. Danke vielmals fürs Mitmachen. Ja, und all die Menschen in diesen verschiedenen Ländern, Jesus liebt sie alle. Er ist für alle gekommen und will alle retten. Das bedeutet, er will ihnen die Sünden vergeben. Und er will ihnen ewiges Leben mit ihm, bei ihm schenken. Es ist Gottes Plan, dass sich sein Evangelium auf der ganzen Welt verbreiten kann, dass alle davon hören. Und für das will er eben seine Kinder brauchen. Zum Beispiel der Paulus und der Silas, sein Begleiter. Und die anderen, die noch bei ihm waren. Aber wenn du Gottes Kind bist, dann will er auch dich dafür brauchen. Wir lesen das auch da in der Apostelgeschichte, im 1. Kapitel, im 8. Vers, dort steht: Und ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also eben, Israel ist gemeint zuerst, aber nachher bis an das Ende der Erde. Die ganze Welt soll es hören. Und die den Heiligen Geist bekommen haben. Und das sind ja die seine Kinder sind. Die mit ihm, oder die an ihn glauben, die ihm nachfolgen. Und so wirst auch du im Auftrag vom Höchsten stehen, im Auftrag von Gott. Und Gott selber ist es, der schaut, dass der Plan gelingt. Darum hat der Paulus jetzt zu dieser Frau, oder die Stadt Philippi, zu diesen Frauen dort geschickt gehabt. Und die Lydia, die hat ihn darauf aber nachher auch gerade eingeladen in sein Haus. Und dort hat der Paulus und der Silas erlebt, wie noch einige andere Leute eben genau auch zum Glauben gekommen sind. Und das Haus von der Lydia, das ist noch spannend. Das ist nachher wie so ein bisschen zum Treffpunkt der Christen geworden. Von denen, die an Jesus geglaubt haben. Alle haben ja eben den gleichen Vater, den himmlischen Vater. Alle sind von ihm gerettet worden. Und alles hat sehr gut ausgesehen. Alles hat wunderbar geklappt, bis nicht auch dort wieder Schwierigkeiten gekommen sind. An einem Tag, nämlich Paulus und Silas sind unterwegs gewesen, haben sich mit anderen treffen. Da hat es auf der Straße plötzlich ein lautes Geschrei gegeben. Das Geschrei ist von einer jungen Frau gekommen. Die hat einen bösen Geist in sich. Und der Geist, der hat ihr die Macht gegeben, dass sie die Zukunft voraussagen konnte. Dass sie sagen konnte, was jetzt passiert. Sie war eine Wahrsagerin gewesen. Und durch die Wahrsagerin, durch die Frau, haben viele Männer viel Geld verdient. Oder einige Männer haben viel Geld verdient. Und die Frau, die ist immer an Paulus und seinen Freunden nachgelaufen und hat denen nachgeschrauen. Aber zum Schluss, was sie geschrauen hat, die hat geschrauen, die Leute, das sind Diener vom höchsten Gott. Hört auf sie. Sie zeigen euch den Weg, wie ihr gerettet werden könnt. Ja, und so ist das tagelang gegangen. Immer, wenn der Paulus und der Silas unterwegs waren, dann ist wieder die Frau hinten angerannt und hat ihnen gerufen, hat ihnen nachgeschrauen. Paulus und der Silas, sie haben sie einfach so da, wenn sie nicht da wäre. Sie sind ihren Weg gegangen. Wahrscheinlich der Paulus war auch sehr traurig, dass die Frau den bösen Geist hatte. Aber irgendwann ist es Paulus gleich zu viel geworden. Und er hat gesagt, nein, jetzt ist fertig.
Und er hat sich umgedreht. Ich muss noch sagen, obwohl die Frau eigentlich die Wahrheit gesagt hat, jetzt, gerade in diesem Fall, ist sie gleich plagt von dem Geist. Und der Paulus hat sich dann umgedreht, und ich muss dir jetzt auch das lesen, Kapitel 16, Vers 18, dort steht: Ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Der Paulus hat also nicht selber jetzt Macht und Kraft gehabt, dass der Geist von dieser Frau weggeht. Nein, er hat gesagt, im Namen Jesu Christi. Also Jesus Christus hat ihm Kraft gegeben oder hat in dieser Frau gewirkt, dass der Geist weggeht, dass sie wie frei wird von dem bösen Geist. Und genau das ist passiert. Das Wunder ist eigentlich passiert. Die Frau, die hätte sich nicht selber von dem Geist befreien können. Jesus aber kann es, weil Jesus der Sieger ist, weil Jesus alle Macht hat, weil er stärker ist. Und vor allem, wenn wir da zurückgehen, weil Jesus eben auch gerade diese Frau liebt und ihr will helfen und sie will retten. Ihre Chefs oder die Männer, die haben die Frau nicht gern gehabt. Die haben sie nur gebraucht, damit sie Geld verdient haben. Aber Jesus liebt sie wirklich. Vielleicht denkst du manchmal auch, ja, mich liebt doch auch niemand. Ich bin doch auch unbrauchbar. Ich kann nichts und in der Schule bin ich auch nicht so gescheit und ich habe keine Freunde. Oder vielleicht, ich bin viel zu dick, ich sehe nicht gut aus. Wer hat mich schon gern? Und gerade dann darfst du wissen, die Bibel, Jesus sagt in der Bibel, dass er alle Menschen liebt. Alle aus jedem Land. Egal auch ob Mann oder Frau, ob Kind oder über Alt, kommt nicht darauf an. Er liebt alle. So lesen wir es ein bisschen weiter hinten an einem Ort, also an vielen Orten, aber weiter hinten im 1. Johannes steht ganz viel über die Liebe von Gott, wenn er seinen Sohn geschickt hat in die Welt, dass wir durch ihn leben können. Und mit mir ist eben das sind nicht einzelne Menschen gemeint, sondern alle, die ihn annehmen und ihm nachfolgen. Ja, und so ist die Frau geheilt worden. Und sie hat auch nicht mehr die Wahrheit voraussagen. Aber ihre Chefs, die Männer, denen das natürlich gar nicht passt. Die sind natürlich verrückt worden. Weil, was ist passiert? Was denkst du? Ja, sie haben die Frau die Wahrheit nicht mehr sagen, also haben sie eben auch kein Geld mehr verdient. Und das hat ihnen natürlich gar nicht passen. Sie haben gewusst, wer das da dahinter ist, der Paulus und der Silas. Und sofort haben sie die zwei gepackt und haben sie mitgeschleppt. Wahrscheinlich vielleicht gerade ein bisschen gefesselt und mitgeschleppt bis auf den Meerplatz in dieser Stadt Philippi. Und dort haben sie angeklagt. Alles Mögliche haben sie denen vorgeworfen und gesagt, wie schlimm das die sind. Und die Leute sind zusammengekommen und haben da gelesen, was? Ui, nein. Und auch die Hauptleute, also die Verantwortlichen von dieser Stadt sind gekommen und haben das gehört. Und weißt du, was haben sie gemacht? Die haben gar nicht lange gelesen, stimmt das oder stimmt das nicht, oder was ist wirklich passiert. Sie haben sie geschlagen. Sie haben ihre Kleider vom Körper weggerissen und haben sie geschlagen. Und noch schlimmer, sie haben sie gepackt und ins Gefängnis geschleift und dort reingerührt. Im Gefängnis, dort sollen sie bleiben. Und am Gefängnisaufseher haben sie sogar noch gesagt oder den Befehl gegeben, schau du so gut auf die, dass sie auf keinen Fall freikommen. Die müssen am besten von allen bewacht werden. Und der Gefängnisaufseher hat das natürlich gemacht. Der hat sie gepackt, ins Innerste der Zelle hat er sie da. Und ihre Füße hat sie so in einen Holzpflock eingespannt, dass sie überhaupt nicht können, sich befreien können. Dass sie gar nicht raus können. Der Paulus und der Silas, denen ist es wirklich schlimm gegangen. Das Gefängnis ist ein schrecklicher Aufenthaltsort. Und sie haben blutet, sie haben Schmerzen gehabt von diesen Schlägen, die sie bekommen haben. Und warum das? Warum das? Was haben sie denn Schlimmes gemacht? Sie haben von Jesus Christus erzählt. Sie haben von der Liebe Gottes erzählt. Dass Jesus gekommen ist, um Menschen zu retten. Und wegen dem müssen sie jetzt so leiden. Und in dem Moment ist etwas Unglaubliches passiert. Wenn ich das lese, jedes Mal, man kann es wirklich fast nicht fassen. Da steht in der Bibel, dass sie nämlich angefangen haben, in dieser Phase oder in dem Moment, dass sie angefangen haben, ich kann das da auch lesen, Gott loben. Da heißt es, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang.
Sie haben Loblieder zu Gott gesungen. Sie haben Gott angebetet. Dort im Gefängnis, da steht jetzt um Mitternacht. Vielleicht haben sie nicht können schlafen vor lauter Schmerzen. Oder weil es so unbequem war. Aber sie haben das genutzt, um Gott anzubeten. Ich meine, wenn es dir gut geht, dann ist das kein Problem, Gott anzubeten. Aber in dieser Phase, wo sie sind, Gott anzubeten, wie haben sie das machen? Ja, ich denke, sie haben gewusst, Gott ist da. Und Gott hat nur einen guten Plan. Gott liebt sie, Gott will nur das Beste für sie. Und Gott weiß, warum, dass sie jetzt da im Gefängnis sind. Vielleicht ist ja das Gottes Plan. Sie haben es momentan nicht gewusst, warum sie dort sind, aber Gott weiß es. Und ich denke, das haben sie gewusst, dass Gott keinen Fehler macht. Und das darfst du in deinem Leben wissen. Wenn irgendetwas passiert, ich weiß nicht was, wo du nicht verstehst, du darfst wissen, Gott hat alles im Griff. Gott hat einen guten Plan. Und Gott macht keinen Fehler. Er führt alles zum Ziel. Der Paulus und der Silas, denke ich, haben auch gewusst, das höchste Ziel ist ja nicht, dass sie ein schönes Leben da haben auf der Erde, sondern dass sie mal für immer bei Jesus sein dürfen. Bei ihm im Himmel. Das ist das Ziel. Und das hat Jesus versprochen. Und darum haben sie im Herzen ganz getrost dürfen sein. Er wird sie dort durchtragen. Er wird helfen. Er liebt sie auch gerade da im Gefängnis. Und darum kannst du und ich einfach dem lebendigen, grossen Gott vertrauen. Er macht alles richtig. Und weißt du was? Am schönsten wäre, wenn wir doch jetzt auch miteinander das Loblied singen. Du kannst aufstehen daheim und dann möchten wir einstimmen in ein Lied. Wie wunderbar. Gott liebt uns alle. Auch der Paulus und Silas, die immer am Singen waren, dort im Gefängnis. Und dann plötzlich, wo sie so am Singen sind, da gibt es auf einmal einen fürchterlichen Krach und Lärm. Und Gefängnistüren, die fangen an zu wackeln. Die Gefängnismauern fangen an zu wackeln. Die Fesseln von ihnen fallen ab. Auch der Fußblock, plötzlich, das geht alles auf. Und nicht nur bei ihnen, sondern bei allen Gefangenen. Alles geht auf, geht kaputt. Es ist ein riesen Erdbeben entstanden. Und was heisst das für den Paulus und den Silas und auch die anderen Gefangenen? Ja, sie sind nicht mehr gefesselt, die Türen sind offen, jetzt aber nichts, wie los, abhauen. Sie sind frei. Vielleicht hat der Paulus und der Silas das am Anfang auch gerade gedacht. Aber nein, sie sind dort geblieben. Es steht in der Bibel nicht, warum dass sie dort geblieben sind. Aber es steht, dass der Gefängniswärter, der ist verwacht. Eigentlich hätte er gar nicht schlafen, aber das lassen wir jetzt. Der ist auch verwacht und hat das gesehen, was da passiert ist. Und er ist auch sehr fest verschrocken und hat eine riesige Angst bekommen. Oh nein. Und das heisst, alle Gefangenen, die sind alle frei, die sind sicher alle abgehauen. Und wenn das nachher meine Chefs erfahren, dass ich die Gefangenen nicht gut bewacht habe, dann komme ich dran. Und vor lauter Angst hat der Gefängniswärter sich selber töten. Er hat schon schwer genommen. Aber Paulus hat das gesehen und in dem Moment ruft der Paulus, halt, stopp, tu dir nichts an, wir sind alle noch da. Der Gefängniswärter, was? Das gibt's ja nicht. Gebt sofort das Licht, zündet da hin. Sie haben ihm das Licht gebracht und er hat da zünden. Und tatsächlich, es sind alle noch da gewesen. Kein einziger Gefangener ist abgehauen. Der Gefängniswärter, der hat das fast nicht fassen. Er ist mit zittrigen Händen zum Paulus und zum Silas gegangen, hat sie rausgeführt. Und weißt du, was hat er sie gefragt? Was muss ich tun, damit ich gerettet werden kann? Ich weiß nicht, warum er genau auf die Frage gekommen ist. Vielleicht hat der Paulus und der Silas vorher auch schon gehört reden vom Evangelium, von dieser guten Botschaft, dass Jesus alle will retten. Und er hat plötzlich gemerkt, der Paulus und der Silas, die haben nur Gutes erzählt. Er fragt, was muss ich tun, dass ich gerettet werden kann. Eigentlich auch das ist wieder ein Wunder von Gott. Gott hat es gewirkt, dass er dort herkommt, zu dem Punkt und das fragt. Und der Paulus antwortet nachher ihm, den Vers muss ich auch noch mal lesen, der ist so wunderbar. Apostelgeschichte 16, Vers 31. Dort steht,
Also der Paulus und der Silas haben geantwortet, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Eigentlich ganz einfach. An Gott, an Jesus Christus glauben, was er gemacht hat, dass er am Kreuz gestorben ist. Den Glauben annehmen, Jesus als Herr annehmen und ihm vertrauen, ihm nachfolgen. Das ist das, was Gott möchte. Ja, Jesus liebt auch den Gefängniswärter. Auch da sehen wir seine Liebe zu allen Menschen. Und er möchte, dass auch er gerettet werden kann. Und genau das ist passiert. Er und seine ganze Familie sind nämlich gerettet worden. Der Aufseher, der Gefängniswärter, hat den Paulus und Silas auch zu sich genommen, hat ihnen die Wunden gewaschen, hat ihnen geholfen und hat ihnen zu essen und zu trinken gegeben. Und alle dort im Haus haben sich gefreut über das, was passiert ist. Ein grosses Wunder Gottes. Am nächsten Morgen ist das nächste Wunder gekommen, wo wir einfach wieder sehen, wie Gott ja alles wieder zum Ziel führt. Der Paulus und der Silas sind nämlich aus dem Gefängnis freigelassen worden. Die Hauptleute, wo sie ins Gefängnis gesperrt haben, die sind selber gekommen ins Gefängnis, die haben gemerkt, dass sie falsch gehandelt haben, sind ins Gefängnis gekommen und haben sich bei ihnen entschuldigt, beim Paulus und Silas, und haben sie selber aus dem Gefängnis rausgenommen und gesagt, jetzt, ihr könnt gehen. Doch bevor der Paulus und der Silas dann gegangen sind, oder die Stadt wieder verlassen haben, sind sie an einen Ort gegangen. Sie sind in ein anderes Haus gegangen. Hast du eine Ahnung zu wem? Genau, sie sind nochmal zu der Lydia gegangen, zu der Frau, wo sie getroffen haben, wo sie gekommen sind in die Stadt. Sie sind nochmal zu ihr gegangen und haben bei ihr nochmal einen Besuch gemacht. Haben sie nochmal stärken im Glauben, im biblischen Glauben, im Glauben an Jesus. Und haben dort bei ihr noch ein bisschen Zeit verbracht, bevor sie dann wirklich wieder zurückgegangen sind, wo sie hergekommen sind. Ja, der Paulus und Silas haben einmal mehr wieder etwas Gewaltiges erlebt. Sie haben Wunder Gottes erlebt. Sie haben erleben, wie Leute anfangen an Jesus zu glauben. Oder sie haben erleben, wie Jesus eben alle Menschen liebt und alle Menschen will retten. Und das darfst auch du wissen. Das ist das, was wir dir auch weitergeben möchten, dass Jesus dich liebt und dich will retten. Dir will das ewige Leben schenken. Und auch du darfst es im Glauben einfach annehmen, im Herzen, mit Jesus reden und ihn darum bitten. Oder ihm danken, wenn du das ewige Leben bereits bekommen hast. Und das möchten wir jetzt auch noch gerade machen. Einfach zu Jesus beten und ihm danken. Ja, Jesus, du grosser und heiliger Gott, wir danken dir für alles, was du für uns tust. Dass du alle Menschen liebst und alle Menschen möchtest retten. Wir danken dir von Herzen für deine grosse Liebe und auch Geduld und für alles, eben, was du für uns schon gemacht hast. Danke, Herr, dass du da bist und uns willst helfen, immer wieder. Amen. Jesus ist für jeden Mensch gekommen. Er ist für dich gekommen und er ist für mich gekommen. Und für alle Menschen auf der Welt. Jesus kam für dich. Jesus kam für mich. Jesus kam für uns als Retter und Welt. Jesus kam für dich. Jesus kam für mich. Jesus kam für dich und mich. Er ist der ganze Welt, darum hat dich auf der Welt. Stell ihn zu, der wieder Jesus kam für dich. Jesus kam für mich. Jesus kam für uns als Retter und Welt. Jesus kam für dich. Jesus kam für mich. Jesus kam für dich und mich. Für die Schuld der ganzen Welt hat er sich auferlegt. Starb am Kreuz, damit Jesus kam für mich. Jesus kam für mich. Jesus kam für uns als Retter und Welt. Jesus kam für mich. Jesus kam für mich. Jesus kam für dich und mich. Ja, Gott liebt alle Menschen und will sie retten. Das haben wir auch in dieser Geschichte so schön hören. Ja, und apropos retten, ein Knüsli versucht ja heute geschwind zu retten. Und wenn wir doch mal schauen, ob ihm das gelingen tut. Ui, nein.
Jetzt hat der Typ von der PVA einfach so den Geschwind entführt. Ich muss den holen, ich muss den befreien. Ich brauche ihn, damit wir mit der Erfindung, damit wir die sicher transportieren können. Aber wie hole ich nur den Geschwind raus? Ich meine, bei unserer Freundschaft ist es ja meistens so. Ich bin der Starke und der Schön und der Intelligent und er ist das Anhängsel. Aber irgendwie brauchen wir eben doch. Unter uns, jetzt ist ja nicht da der Geschwind. Sagen Sie mir einfach nie. Eigentlich ist eben er stark und so. Aber jetzt brauchen wir eben den Kopf, den habe ich, und jetzt brauche ich noch den Stark ihn. Aber wie hole ich ihn noch raus? Soll ich es wirklich wagen? Ich habe hier eine ganz brandneue Erfindung. Das ist das sogenannte Transforüsli. Patent übrigens angemeldet. Es ist so, der Transforüsli, da kann man reingehen. Man tut etwas berechnen, was man für eine Verkleidung braucht oder wie man aussehen sollte. Und dann machst du schwuppsdiwupps, zieht dir genau die entsprechenden Kleider an, die du brauchst. Und nachher kannst du in dem Sinne deinen Auftrag machen, den du in dem Sinne im Sinn hast, zu machen. Ich habe nur ein Problem. Ich habe ihn noch gar nicht getestet. Was ist, wenn ich zum Beispiel reingehe und nachher plötzlich so ganz komisch rauskomme? Zum Beispiel mit dieser kleinen Nase. Ui, da. Aber ich muss es machen. Ich muss unbedingt den Geschwind befreien. Das Risiko muss ich eingehen. So, dann tun wir sie noch kurz einschalten. So. Jetzt bin ich gespannt. Mal kurz reingehen. Sappelotto. Die Kleider sind ja richtig eng geworden. Du. Aber nein, so kann ich doch nicht rumlaufen. Unglaublich, da will mich ja jeder verwechseln mit dem Geschwind. Oh nein, das will ich nicht. Ich glaube, ich muss noch etwas umschrauben. Irgendetwas ist noch nicht so gut. Der Einginken nützt manchmal auch bei Technik. Formeln. Sollte eigentlich auch stimmen. Übrigens, ich habe noch einen kleinen Gag gebaut. 8x8 gibt Bananenschlacht. Okay, aber so kann ich nicht bleiben. Ich muss, glaube ich, noch mal rein. Sapperlot. Irgendwie kratzt es da auf dem Hals und alles. Ui, nein. Aber so kann ich doch auch nicht rumlaufen. Das ist ja... Das darf einfach nicht sein. Ich muss glaube ich, etwas an der Formel ändern. 1 plus 2, es gibt doch nicht 3, das gibt doch 8. Ein Anfängerfehler. So. Und ich glaube, da muss ich noch eine Klammer machen für die Berechnung. So. Und da ist das Quadrat. Excuse, so Anfängerfehler passieren mir manchmal, wenn ich zu fest Hunger habe. Zum Beispiel gerade eine Dönerpizza essen gehen. Aber ich muss noch ein bisschen umschrauben. So. Sehr gut. Jetzt sollte es funktionieren. Jetzt habe ich noch das Thema auf Soldat eingestellt. Jetzt müsste es gehen. Ja, toll. Perfekt funktioniert. Soldat top anbekommen. Die blöde Maschine. Jetzt habe ich noch die Zeit falsch eingestellt. Ehrenwort. Da muss man da etwas an der Formel ändern. Wenn die Maschine das mal nicht funktioniert. Dann gibt es gut Brennholz. So, da müsste ich noch ein 4 daraus machen. Und Tangente da. Doch, die ist eigentlich schon gut. Muss ich schon sagen. Aber ich muss, glaube ich, an der Maschine noch etwas umschrauben. Das richtige Zeitalter da. Noch 2000 Jahre weiter führen. So. Die Frequenz sollte stimmen. Jetzt probieren wir es nochmal. Und der Transfer Knüsli-Markt, oder wie du heisst, jetzt habe ich den Namen schon vergessen. Da durch die Maschine durchlaufen, macht ganz plain. Wenn das mal nicht funktioniert, dann wirst du Brennholz.
Mal du. Perfekt. Ich muss sagen, das Material hat vielleicht nicht ganz gelangen für 2 Händchen. Ich muss glaube ich, wieder mal ein bisschen Leder auffüllen. Aber vielleicht hat es ja noch eine coole Knarre oder so, dass ich noch aussehe wie so ein mega cooler Soldat. Hoi, 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 hoi. Hoppla. So. Aber den Hut muss ich glaube nächstes Mal auch ein bisschen grösser machen. Aber sonst ist es eigentlich gut so von den Berechnungen. So, jetzt bin ich bereit. Jetzt kann ich den geschwind befreien gehen. Hey, hallo! Lass mich raus! Irgendwie muss ich da rauskommen. Hey, ich muss unbedingt am Knüssli helfen. Bullenflügel. Hey, hallo, Charlie, du? Ja, wer sind denn Sie? Ich bin der Sebastian Bierweg, der neue Offizier von der PVA. Abteilung 3, ja. Sektor 5. Willkommen, deutscher Kollege von. Sehr gut. Grüezi wohl. Ja. Oder Servus, oder wie man das auch sagt. Seien Sie gegrüßt. Ich hätte ein Anliegen. Ich müsste geschwind abholen kommen. Jawohl. Der Herr Geschwind. Sie meinen den Knüsli, den Geschwind, das ist der Partner, also den Knüsli. Excuse, ja. Ich muss geschwind den Knüsli abholen, genau. Ja, das verstehe ich. Da oben, da hat man dann mal durcheinander mit den Daten. Das kommt dann halt davon, ja, wenn man so viele Daten liest. Das kenne ich ja auch. Bitte können Sie was einlegen, ich habe den gefangen. Also ich will schon auf der Treppe ein bisschen höher steigen. Ne? Ja, das also, kann ich machen. Ich muss Sie positiv im Bericht Das ist erwähnen. wunderbar. Und die Bezahlung fällt immer noch auf Euro aus. Ja, das ist ja klar. Mit dem Schweizer Franken, da kann ich nichts anfangen. Ne? Nein, das da machen kaufen wir wir keine nicht. Schoki in der Deutschland. Nein, Ja. das Problem ist, Sie Ja. finden vielleicht dann einfach einen 25-Stunden-Tag machen. Das heisst, eine Stunde früher anfangen. Ja, das ist kein Problem, das mache ich sowieso. Das ist ja, Sehr gut. Das können Sie auch vermerken, bitte. Das würde ich machen, ja. Sehr gut. Aber jetzt müssen Sie mir den Herrn Knüsli oder Knüsli bringen. Herr Knüsli. Und ich tue Ihnen jetzt Jawohl. Ja, da hol ich Herr Knüsling Knüsli. überliefern. Jawohl, ja. Dann gehen wir mal kurz rein da. Hallo? Knüsli. Also, bitte, Knüsli, kommen Sie raus. Sofort. Grüezi, Das Knüsli. ist der Knüsli. Wollen wir Grüezi. mal reingucken in unsere Gruft, oder was ist das? Ui, nein! Sie, das ist ein Saustall. Das hat er Das gar nicht. Hat zugemacht. Ja? Herr Knüsli, Sie sind eine Sau. Also ich kann putzen, aber das Ja, können Sie putzen. Tu ich machen, ja. Danke, danke. Sehr gut, Sie kommen mit. Ja, der Knüsli und der Geschwind, also mehr, besser gesagt, der Knüsli, hat dort fleissig zu tun gehabt und hat unter anderem auch mit einem Gefängniswärter zu tun gehabt. Aber ja nicht nur der Knüsli, sondern, wie wir vorher in der Geschichte von Josa gehört haben, hat auch der Paulus mit einem Gefängniswärter zu tun gehabt. Das ist sogar eine Frage. Ich weiß nicht, wo ihr euch daran erinnern. Aber wir haben gedacht, wir lesen euch nochmal alle Fragen und Antworten vor, damit ihr gut aufpassen könnt und dann auch das Quiz ausfüllen könnt. Heute gibt es nämlich wieder einen ganz coolen Preis, nämlich, das haben wir uns bestellt. Ach, du schon holen? Heute gibt es feine Gummibärli für den Gewinner. Also, passt gut auf, die Fragen kommen nochmal. Die erste Frage vom Quiz ist, in welchem Land liegt Philippi? Die Antwort A in Griechenland, Antwort B in der Türkei oder die Antwort C in Italien. Und die zweite Frage ist, wer soll den Menschen das Evangelium bringen? Die Antwort A Prediger, Antwort B Kinder Gottes oder die Antwort C einfach die erwachsenen Christen. Und jetzt die dritte Frage, die auch gut zum Knüssli passen würde. Was ist mit dem Gefängniswärter passiert in der Geschichte von Paulus? Die Antwort A er hat gemerkt, dass Jesus wahr ist und hat ihn als Herr angenommen. Antwort B er ist geflohen, also er ist weggegangen. Oder die Antwort C er hat den anderen die Schuld gegeben. Genau, ihr wieder mitmachen. Ich sehe nachher einen Link eingeblendet, den ihr auch nachher unten anklicken könnt. Ihr dürft jetzt das Quiz ausfüllen und der Sieger, der gelöst wird, das Mal bekommt das. Für uns an dieser Stelle Schluss für heute. Wir sehen euch nächste Woche wieder da aus dem neuen Studio und freuen uns dann. Bis Tschüss dann. zusammen. Es ist nachher sehr schön, wenn wir in der Bibel lesen, was steht. Was Gott mit dieser Frau gemacht hat. Ich muss dir das gerade vorlesen. Da steht da, die hörte zu und der Herr tat ihr das Herz auf. Ja, und all die Menschen in diesen verschiedenen Ländern, Jesus liebt sie alle. Er ist für alle gekommen und will alle retten. Das bedeutet, er will ihnen die Sünden vergeben und er will ihnen ewiges Leben mit ihm, bei ihm schenken.
Es ist Gottes Plan, dass sich sein Evangelium auf der ganzen Welt verbreiten kann, dass alle davon hören. Und für das will er eben seine Kinder brauchen. Wenn du Gottes Kind bist, dann will er auch dich dafür brauchen. Ich muss noch sagen, obwohl die Frau eigentlich die Wahrheit gesagt hat, jetzt gerade in diesem Fall, ist sie gleich geplagt von dem Geist. Und der Paulus hat sich dann umgedreht: Ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Vielleicht denkst du manchmal auch, ja, mich liebt doch auch niemand. Ich bin doch auch unbrauchbar. Ich kann nichts und in der Schule bin ich auch nicht so gescheit und ich habe keine Freunde. Wer hat mich schon gern? Und gerade dann darfst du wissen, die Bibel, Jesus sagt in der Bibel, dass er alle Menschen liebt. Sie haben Loblieder zu Gott gesungen, sie haben Gott angebetet. Dort im Gefängnis. Wie haben sie das können machen? Ja, ich denke, sie haben gewusst, Gott ist da. Und Gott hat nur einen guten Plan. Gott liebt sie, Gott will nur das Beste für sie. Und darum kannst du und ich einfach dem lebendigen, grossen Gott vertrauen. Er macht alles richtig. Paulus und Silas haben einmal mehr wieder etwas Gewaltiges erlebt. Sie haben einfach erlebt, wie Leute anfangen an Jesus zu glauben. Und auch du darfst es im Glauben einfach annehmen, im Herzen, mit Jesus reden und ihn darum bitten.